Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu den Top 10 Kommentaren. Wir haben nur ein Spiel. Das heißt, ich muss 10 Kommentare hier raussuchen. Das wird wild werden. Wir sind natürlich live im Stream. Wenn ihr also hier einer der Top-Kommentare seid, könnt ihr natürlich demnächst auch ins Stream kommen. Dann könnt ihr gerne euren Kommentar auch ausdiskutieren. Habe ich kein Problem mit. Gut. Da ich hier 33 Daumen sehe, ich denke, das ist schon sehr viel. Ich denke mal, ich konzentriere mich hier auf zweistellig. Wenn ich hier unten sehe, ist alles nur so einstellig, Gedöns. Ja, ich denke, wir konzentrieren uns auf zweistellig. Ich glaube, da sind wir ganz gut mit aufgestellt. Gut, oldschool. Diaz ist seit Wochen in Topform und kämpft wie ein Löwe. Die Höhe des Sieges täuscht über unsere Fehlerquote hinweg. Die ist eindeutig zu hoch für eine Mannschaft, die Champions League gewinnen will. Trotzdem 3 Punkte bleiben in München. Ja, haben wir im Stream ja ausgiebig jetzt durchdiskutiert gehabt. Ich habe es gesagt, wenn wir uns am Ende also erstmal habe ich gesagt, meckern auf diesem Niveau, logisch. Ich gehe mit, ja, Hoffenheim hat uns über 10, 20 Minuten hergespielt mit 10 Mann. Nichtsdestotrotz hast du das Spiel 5-1 gewonnen. So. Ja, also weiß ich jetzt nicht. Ja, wir reden auch über eine Mannschaft, die wahrscheinlich nächstes Jahr Champions League spielen wird, wenn es so weitergeht. Ja, gehört natürlich nicht zu den Top-Mannschaften so, keine Frage. Aber nochmal, am Ende haben wir das Ding 5-1 gewonnen. Ja. Natürlich, ja, ich gehe mit. Haben wir ausgiebig diskutiert, Alphonso Davies, etc. Wir haben genug Angriffsfläche gegeben. Ja. Aber am Ende 5-1. Das ist die Wahrheit, Alter. Ja. Und wenn du in der Champions League dann so ein Spiel machst und das Spiel am Ende, keine Ahnung, nur mit einem Torunterschied gewinnst und weiterkommst, ja, ist das ausreichend. Dann werden wir auch nicht anfangen, uns an den Federn hochzuziehen. Ne? Habe ich auch schon gesagt, wir sind aktuell, nehme ich mich gar nicht raus, eher so die Rauspicker, ne? Wir picken uns hier das Negative, da das Negative. Am Ende müssen wir drauf gucken, wir haben 5-1 gewonnen. So, gegen eine starke Mannschaft. Bedingt natürlich durch die Schiri-Entscheidung so, ja, kann man drüber diskutieren. Meine Meinung steht dazu, aber ja, einfach mal sagen, dass wir vielleicht, ja, wir hatten eine Fehlerquote, aber wir haben trotzdem 5-1 gewonnen, nicht 2-1. Ne? Muss man dann auch mal so stehen lassen. Iceman. Knabri schilt auch mal wieder, jetzt wo der Vertrag durch ist. Was? Wer hätte das gedacht? Und zum Thema Davis, der Mann ist einfach limitiert. Das hat auch nichts mit der Verletzung zu tun, denn sein schlechtes Defensivverhalten und seine grauenvolle Entscheidungsfindung im letzten Drittel waren schon immer so. Es kommt mir gerade so vor, als hätte ich diesen Kommentar geschrieben. Das ist ein fußballerisches Limit, es sei denn, er erlebt in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine Leistungsexplosion. Mal schauen. Aber momentan sehe ich es überhaupt nicht. Ey, vielleicht schlafwandel ich nachts und habe einen Zweitaccount auf YouTube erstellt und schreibe Kommentare. 1:1, was ich hier erzählt habe den ganzen Abend. Ja, ich sage da jetzt gar nicht viel zu. Schaut euch gerne den Stream-Mitschnitt an. Ich kann nur 100% zustimmen zu den Kommentaren. Hätte auch ich schreiben können. Ne? Wild. Wild, wild, wild. Dennis, mir macht die Defensive in letzter Zeit ein wenig Sorgen. Also vor allem die Außenverteidiger lassen zu viele Flanken zu. Noch einer mit Ahnung. Dennis, let's go. Manchmal können die Gegner unbedingt flanken. Offensive ist weiterhin super. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Diaz so einschlagen wird. Ja. Dennis, vielen lieben Dank. Auch du hast Ahnung von defensivem Fußball. Das freut mich. Ja. Zu Diaz. Guckt euch gerne mein Video an zur Neuverpflichtung. So, 7 ist, glaube ich, auch noch hoch, wa? Ich muss ja 10 Stück machen, dann haben wir schon mal 3. Dann nehmen wir den auch noch mit. MD, tja, 5:1, hört sich toll an. Sogar 3, 4 Treffer mehr wären möglich gewesen. Aber die Defensive mal wieder fehlerhaft. Hoffenheim hatte in der ersten Hälfte Chancen für 2, 3 Tore und das in Unterzahl. Das geht nicht.
Diaz überragend. Ulisse seit einigen Spielen etwas aus dem Tritt. Gut, dass Leimer wieder fit ist. Ja. Können wir dasselbe sagen wie beim ersten Kommentar? Ich stimme voll zu. Ja, die beiden Flanken, die haben wir Glück gehabt. Die Kopfbälle waren nicht gut. Ähm, Ergebnis nochmal hier. 5-1. Nur weil der Gegner Chancen hat, heißt es nicht, dass der Gegner die Dinge auch alle reinmacht. Ne? Immerhin haben wir auch noch einen Torwart im Tor. Der, sonst könnten wir auch ohne Torwart spielen. So, ne? Der muss ja auch mal ein bisschen was zu tun haben. Und solange du vorne die Dinger da machst, ist doch alles gut. Ne? Thomas, war ein gutes Spiel von uns. Wir tun uns leichter gegen Mannschaften, die mitspielen. Ja. Gegen Leipzig am Mittwoch habe ich nicht die großen Sorgen, die spielen auch mit. Wird natürlich kein Selbstläufer, gegen Bremen wird es schwieriger, die werden Beton anrühren. Was Diaz angeht, wer immer den in Liverpool zum Verkauf angeboten hat, das muss einer ohne Ahnung vom Fußball sein. Man hat ja Luis Diaz nicht zum Verkauf angeboten. Luis Diaz ist ja zu Liverpool gegangen und hat gesagt, ey, der FC Bayern, ne? Der zahlt mir, weiß ich nicht, 5, 6 Millionen mehr, wie ich hier verdiene. Ich würde da gerne hinwechseln. Wir haben ja nicht umsonst geblutet bei der Ablöse. Ja. So. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Ansonsten, ja, stimme ich zu, gegen Mannschaften, die mitspielen oder die auch Interesse haben, selber das Spiel zu machen, tun wir uns natürlich viel, viel leichter, weil wir Räume haben. Ist ja logisch. Ja. Wenn da 21 Menschen innerhalb von 30 Metern stehen, dann hast du halt keine Räume. Dann sieht das Spiel so aus, wie es aussieht. Mit keine Sorgen gegen Leipzig, warten wir mal ab. Es waren 5 Wechsel. Du machst sogar beim Zuschauen Fehler. Ja, wenn du das Video ganz geguckt hättest. Christian Weinberger. Klugscheißer mag keiner, ne? Aber das ist wieder so ein Kommentar, den haken wir darunter ab. Gönn dir, ne? Wenn dadurch dein Wohlbefinden in deinem Körper gestiegen ist, ey, dann gönn dir. Ne? Alles ist gut. Friends are Gaming. Company hat doch 5-mal gewechselt. Itoka, Musiala, Karl, Jackson, Leimer kamen rein. Das ist richtig. Oh, das wird schwer jetzt, die richtigen hier noch zu finden. Der Sieg ist verdient, aber viel zu hoch von Bendolin. Viel zu hoch, weil Hoffenheim war trotz Unterzahl nicht schlecht, sondern hat uns das ein oder andere Mal vor Probleme gestellt. Deswegen denke ich, dass das Spiel ohne die rote Karte ausgeglichener geworden wäre. Ja, natürlich wäre es das. War der Sieg viel zu hoch? Nö. Wenn du 5 Tore machst, stehen 5 Tore auf dem Konto. Ne? Ganz einfach. FC Bayern-Fan forever, hochverdienter Sieg von uns. Kane und Diaz waren überragend, beide Elfer waren glasklar. Vom Schiri richtig entschieden. Ja, das sehe ich ein bisschen anders, aber das ist auch nicht schlimm. Oh, jetzt müssen wir nochmal einen Roman lesen hier. Jetzt wird's wild. Aurelius. Ich sag's ganz ehrlich, ich sehe seit dem 2:1 gegen Dortmund einen Abwärtstrend. Das war das Spiel, seitdem Kane übermäßig viel in der Verteidigung gespielt hat. Wenn sie einen Lauf haben, können sie zwar viele Tore schießen, siehe gegen Wolfsburg, aber es läuft nicht richtig. Ich habe die Schwäche im Spielaufbau ausgemacht. Ich finde, in der zentralen Offensive tut sich zu wenig. Ja, da tut sich wenig, das ist richtig. Es wird immer nur über Außen gespielt, ja. Und das ist auf Dauer zu durchschaubar. Ich würde auch Bischof statt Pavlovic auf Dauer einplanen. Beim 8:1 gegen Wolfsburg war Bischof auf der 6 und da gehört er meiner Meinung nach hin. Ich finde nämlich, Bischof ist ein super Spieler, aber eben auf der 6, nicht anderswo. Wie dem auch sei, die Bayern müssen sich ziemlich steigern. Der zweite Platz in der Champions League täuscht über die aktuelle Form hinweg. Und ja, leider muss ich sagen, dass mich Lennart Kahl auf der 10 noch nicht überzeugt hat. Ja, gehe ich mit. Er hat zwar außergewöhnliche Einzelaktionen, aber eben nur Einzelaktionen. Er läuft nicht in die richtigen Räume, ja, im Zentrum rein. Aber da ich ihn genauso wie Bischof mag, wird man ihm die Zeit geben müssen, klar. Alles in allem, Bayern muss sich steigern. Die letzten Spieler haben allesamt nicht überzeugt. Das war nicht Bayern-like.
Wild. Wild, wild, wild. Gut. Also, ich gehe mit dem Kommentar in großen Teilen mit. Ähm, Bayern muss sich steigen. Die letzten Spiele haben allesamt nicht überzeugt. Das war nicht Bayern-like. Wow. Nach dem 5:1 gegen Hoffenheim weiß ich nicht, ob man davon reden kann, dass das nicht Bayern-like war. Ähm, Abwärtstrend, ja, I don't know. Habe ich schon argumentiert mit 7 Spielen in 20 Tagen. Das war halt einfach ein bisschen, das ist normal, dass da Substanz auf der Strecke bleibt, ne? Jetzt gegen Hoffenheim ist schwer einzuschätzen, weil Hoffenheim durch den Elfer und die rote Karte, oder nehmen wir nur die rote Karte, den Elfer her, ich meine, das 1:1 haben sie ja sogar noch gemacht, aber dass sie nur zu 10 war, kannst du das Spiel nicht richtig einordnen und kannst du nicht wirklich ernst nehmen. Vielleicht sehen wir es gegen Leipzig, wir werden sehen. Ja, ich denke, man hat schon gesehen jetzt das Spiel gegen Hoffenheim, dass wir wieder frischer sind, ja, wieder mehr Laufbereitschaft da ist und so weiter. Das sieht wieder besser aus, was aber auch völlig normal ist, ja. Ähm, Wenn sie einen Lauf haben, ich denke, wir sind eine Mannschaft, die in jedem Spiel, selbst wenn wir keinen Lauf haben, in der Lage ist, 1, 2, 3 Tore zu machen und das zu jeder Zeit. Das liegt einfach an den Spielern, die auf dem Feld sind. Mit Diaz, Olise, Harry Kane. So, sind die nicht auf dem Feld, wird schwierig, ja. Gehe ich mit. Schwäche im Spielaufbau 100%. Sehe ich 1:1 genauso. Unsere zentrale offensive Position mit Lennart Kahl ist eine Farce, ist eine absolute Vollkatastrophe. Der Junge ist da völlig überfordert auf der Zehnerposition. Kommt null klar mit Harry Kane, ja, das muss man ganz klar sagen. Unser Spielaufbau dahinter sehe ich auch kritisch, gehe ich auch mit. Ja, es muss viel, viel mehr von der 6er, 8er Position kommen. Ähm, Ich würde Pavlovic nicht austauschen. Pavlovic macht gerade richtig große Steps, meiner Meinung nach. Wenn, dann würde ich einen Kimmich mal austauschen. Ja, da können wir drüber reden. Auch wenn wir gesehen haben, die Spiele ohne Kimmich hat uns dann die Ordnung ein bisschen gefehlt von dieser Position aus. So ehrlich muss man auch sein. Ja, die hat Kimmich dann wieder reingebracht. Wenn Harry Kane vorne war und sich nicht hat fallen lassen, hat uns die Ordnung gefehlt. Deswegen sage ich, da macht Pavlovic gerade ein paar Steps. Pavlovic muss dahin kommen, dass er das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Und zwar egal, ob Kimmich auf dem Feld steht oder nicht. Wenn Pavlovic so weit ist, dann könntest du halt anfangen und einen Tom Bischof neben Pavlovic stellen. Ja. Was dann, wenn die Steps machen, so, auch Bischof, ich meine, er hat gezeigt, das Potenzial, könnte das halt das Zentrum der Zukunft sein. Aber dafür müsstest du dann auch anfangen und einen Josh in Frage stellen, was nicht passieren wird. Von daher brauchen wir das fast nicht aufmachen. Ja, aber ansonsten gehe ich da mit. Wir spielen natürlich bedingt dadurch auch, dass unsere Außen Ulisse und Diaz heißen, natürlich über die Außen. Es wäre ja eine Farce, wenn wir sagen, wir haben diese Qualität auf den Außenpositionen und nutzen sie nicht. Ja? Natürlich Gegner wie Hamburg, sonst was, die dann diese Außenposition komplett zumachen mit Doppeln und noch eine Absicherung dahinter, dann haben diese Spieler es natürlich super schwer. Ja? Und wenn dann du nicht diese extra Kreativität durch die Mitte hast, die mit einem Musiala aber zurückkommt, oder vielleicht auch mal mit einem Serge, der mal einen guten Tag hat, weil dass er das kann, wissen wir auch, dann wird es natürlich schwer. So, das haben die Spiele auch gezeigt, ja. Gehe ich mit. Aber davon zu reden, dass das nicht Bayern-like ist nach dem 5:1, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf das Spiel bezogen war oder auf die kompletten letzten Spiele. Ja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen too much. So, jetzt waren wir bei 7, oder? Mir Samir, schade, dass mit Gnabry verlängert wurde. Das ist noch mit so ein Gehalt. Das hasse ich an unserem Verein. Mehr als 7 Millionen hat er nicht verdient. Fußball sieht Geld, der Typ ist manchmal so eine Pflaume. Ja. Selbst wenn du jetzt über 7 Millionen nachdenkst, dann kommen wir auch noch zu dem Entschluss. Aber das Geld ist im Fußball, so das ist das Thema, ne? Dass das alles nicht mehr begreiflich ist oder ansatzweise gerecht oder sonst was. Ja. Und wenn du dann noch Spieler hast wie Upamecano, die dann noch selbst bei 20 Millionen und 20 Millionen nochmal extra noch anfangen, da rumzuzicken, dann
dann fällt dir halt nichts mehr zu ein, ne? Wenn du dann selber Ich schweife mal kurz ab, wenn du dann selber da hockst und guckst, wie du am Ende des Monats, dir vielleicht noch gesundes Essen kaufen kannst, ja, weil deine Miete immer höher steigt, deine Energiepreise immer höher steigen, dann kriegst du einfach 'n Kackreiz, wenn du dann da diese super überbezahlten Multimillionäre siehst und die dann teilweise keine Lust haben und teilweise um jede weitere Million feilschen, weil 20 Millionen im Jahr natürlich viel zu wenig ist, um überleben zu können. Ja, dann kann einen die Lust am Fußball vergehen. Gehe ich mit. Das jetzt nur auf Serge zu münzen, ne, ist auch 'n bisschen zu einfach. Ähm, ach komm, nehmen wir mal hier Spitzenklasse mit, ne? Bernd, Kai ist wirklich Spitzenklasse. Ja, guck mal, 'n bisschen Schleim müssen wir auch mitnehmen. So, einen brauche ich noch. 3 ist, was zählt. Nigen! Davies war echt katastrophal. Man hätte ihm nicht den Vertrag geben sollen. Dafür einfach David Raum holen können. Ja, aber wahrscheinlich gab's Musiala und ihn im Doppelpack. Ja, ist auch mein Take. Der muss sich jetzt mal echt mal raffen. Ja, wie gesagt, jetzt schon Fonzie Davies zu bewerten, ist schwierig nach seiner Verletzung. Ich bewerte die aktuelle Situation, ja. Aber ja, du hättest sogar einfach, 'n Günther aus Freiburg holen können. Wenn's darum geht, 'n Außenverteidiger haben zu wollen, ja. Ähm, kann ich so 'ne Liste machen, nur in der Bundesliga, die stärker sind wie Alfonso Davies, Alter. Und damit bin ich durch hier mit dem Bums. Top 10. Vielen lieben Dank für eure doch sehr guten Kommentare, muss ich sagen. Sehr überraschend.